Ënner dem Motto „Sozial und offensiv hatten die Lenk den 22. April op ihren engten ordentliche Kongress agelöden. Rund 80 Leute hatte noch de Weh op die Lenk fand. Heilo e paar Extreen vun der Reden vun diesem Dach. Der Kapitalismus ist an enger historischer Krise und das riecht den Ufang. Weist sich immer von seiner mehr rabiater barbarischer Seite und hört natürlich auch die europäischen Regierungen als völlig Handlanger. Die Krise, an der wir uns befinden, ist ein Verdelungskampf, ein Umverdelungskampf. Und wir werden just aus der Krise rauskommen, erstens, wenn wir den Kampf gewinnen, zweitens, wenn wir bis dahin den Weg gehen, für eine neue politische und ökonomische Ordnung zu schaffen. Der Kampf ist in Griechenland voll am Gangen, aber auch in Portugal und in Spanien, ohne Irland zu vergessen. Das ist natürlich noch mehr radikal. Weil wir kennen an der Zwischenzeit auch das alte Lied, die Rettungspack, die keinen Sinn beinhalten, dasselbe Gift, wie was die Länder zum Ruin getrieben hat. Dafür muss man auch an der Benutzung von den Wörtern aufpassen. Weil wenn das Wort Rettungspack benutzt Wörter von den Finanzmärkten, wird von ihnen manipuliert. Es ist kein Rettungspack, es ist ein Erstickungspack. Wir sind die sagen, das ist nicht 5 für 12, das ist sogar 1 für 12, 1 für 12 gegen Austerität, 1 für 12 gegen Diktatur von den Finanzmärkten, 1 für 12 für den Widerstand zu organisieren. Aber wir lassen hier nicht weiterhin Gesellschaft für die machen. Wenn den Herr Juncker engagiert hält, Anfang Mai über die Lehre von der Nation, da schwätzt er eigentlich nicht über die Lehre von der Nation. Möchte höchstens engagiert über die Lehre von der Finanzmärkte. Es geht darum, dass den AAA-Rating von Lützeburg auf den Finanzmärkten erhalten wird. Am Januar ist es ja schon um den Index gegangen, es geht um die Renten und Löhne an der Fonction publique und die Arbeitslosen auch. Und auch die Diskussionen über die Bildungsreformen sind an demselben Zusammenhang mänglich zu sehen, wenigstens am Wesentlichen. Alle Reformen, die angekündigt sind, an die schon gemerkt sind, haben am Anfang just ein Ziel, das ist das Rendement von den ungehäften riesigen Kapitalmassen, die auf den Finanzmärkten zirkulieren, für die Rendement zu verbessern. Die Chambre des Salariés hat letzte Monat eine Zusammenstellung von den Sozialparametern zu Lützeburg vorgelegt, wo sie nachweist, dass der Anteil von der Arbeit im Reichtum zu Lützeburg am kleinsten ist, par rapport zu all den anderen Ländern, dass der Anteil von der Arbeit im geschaffenen Reichtum an wen hat schließlich der Reichtum geschaffen, wenn nicht die Leute, die schaffen gehen, dass der Anteil von der Arbeit Reichtum annähernd so sehr die letzten 10, 20 Jahre aufgeholt wird, wie zu Lützeburg. An der Etude von der Chambre des Salariés ist auch nachgewiesen worden, dass die kleinen Salären real zurückgegangen sind, dass dann Ungleichheiten zwischen den Salären geworden sind, wozu auch die hohen Wohnungspreise beitragen. Dass die Löhne so wenig zum Leben durchgehen, dass ohne Sozialtransferen 29% von der Bevölkerung dem Armutsrisiko ausgesetzt werden. Und dass die Reich, aber besonders Bezieher, zum Beispiel von Zinsen und Dividenden, steuerlich auf eine unwahrscheinlich krasse Weise privilegiert gehen. Wer denkt, extrem kompetitiv zu sein für Lützeburg, wenn wir als sozial zurückentwickeln, aber an die gesamtökonomischen Leistungen nicht der ganzen Bevölkerung dingen. Ich bin der Meinung, dass der Widerstand gegen so eine Politik muss weitergehen auf allen Niveaus an der Chambre, mit der bewirkt nicht viel, das wissen wir, wie für allem bei den Leuten da draußen an der Gesellschaft. Die komplette Rede von diesem Dach könnt ihr wie immer auf unserem Internetseite www.link.lu finden.